Spielmamo, Spielmamo. Zum letzten Mal. Wir machen nur ein ganz kurzes Spielmamo. Ich bin der Renton, neben mir. der Raven King. Assassin's Creed 3, Part 23. Folgendes, das Spiel ist einfach zu groß und ich bin jetzt bald am Umziehen und wir kriegen es nicht gebacken. Also, wir spielen es noch 10 Minuten. Geben mir ein bisschen kurzes Feedback. Genau. Also, wir haben uns da ein bisschen übernommen, dadurch, dass ich dann umgezogen bin. Erstmal zu meinen Eltern, hehe. Es klappt einfach nicht. Wir müssten es jeden Tag, alle 2 Tage mindestens spielen und im Moment haben wir die Zeit einfach nicht dafür und deshalb müssen wir es langsam abbrechen. Problem ist auch, wir müssen an den Standpunkt, laufen dort hin und brauchen dann eine halbe Stunde, bis überhaupt noch was passiert ist. Ne? Genau, und bis dahin haben wir überhaupt gerade die Gegend überhaupt mal erkundet, was in dem Spiel, glaube ich, mit eine von der schönsten Sachen ist und da haben wir überhaupt gar keine Zeit und sowas wie Nebenmissionen und sowas haben wir jetzt auch nicht machen können. Ja, ja. An sich ist das Spiel gut. Ja, aber ich glaube, das ist wirklich einfach was, wo man allein daheim zocken muss, wenn man seine Ruhe hat. Und wir haben so jetzt schon mit 22 Scheideparts, den Part tun wir jetzt mal nicht mitzählen, haben wir es jetzt mal gespielt. Und Ja, wir waren 5,5 bis 6 Stunden im Spiel, habe ich eben im Ladestand gesehen. Ja. Es ist halt Assassin's Creed. Und der Desmond wird immer hässlicher von Teil zu Teil. Ja. Ich verstehe es nicht, warum der immer anders da aussieht. Warum sie ihn nicht einfach lassen. Ich meine, klar, die Grafik entwickelt sich, aber er sieht wirklich anders da aus. Was soll das? Was soll das? Was halt noch genervt hat, man spielt die ganze Zeit oder ziemlich lang der Vater, bis man überhaupt mal irgendwo drin ist. Dann hat man dann mal kurz zu Connor und dann ist man halt schon wieder hier Desmond und... Ja. Es fühlt sich alles wie Vorgeschichte, wobei wir auch erst 15% vom Spiel haben. Ja. Ne? Ich stehe im A, du musst die Wand entlang. Wahrscheinlich. Ne, wir müssen noch hoch. Kaufempfehlung würde ich aussprechen für die Leute, wo es jetzt nicht am Anfang gekauft haben, also wir haben die Standardversion für 60 € geholt. Kann man auch noch getrost warten. Wie gesagt, das ist kein Spiel, wo man durchrennen muss. Und wer die ersten Parts gespielt hat, der wird auch nicht überrascht sein von dem Spiel. So, das war wirklich ein bisschen zu viel, wir müssen gleich da neu. Es tut uns leid. Das nächste große Spiel, entweder Zurück in die Zukunft oder Fahrenheit. Als Zwischending mit unseren Versus-Matches wollen wir ein bisschen in die Sega Retro Collection reingucken. Genau, was wir jetzt, ich mach mal kurz Pause, was wir jetzt schon mit dem Dingens rettet die Welt, wie heißt er nochmal? Scott Pilgrim. Scott Pilgrim haben wir ja mal... Versus the World. Genau, ja, stimmt. Haben wir ja mal einen Retro-Part gehabt, der aber neu gemacht war. Jetzt wollen wir mal Retro-Parts machen, die wirklich Retro sind. Ähnlich der Vorteil bei der Collection, was wir haben, man kann abspeichern, aber das ist für zum Aufnehmen, glaube ich, ganz gut. Wenn man ja, ist nicht schlecht, ja. Da unbedingt durchzocken muss. Aber vorher gibt es noch ein anderes Versus-Match, lassen euch überraschen. Das nehmen wir heute auch noch auf. Und dann Verlügefühler, so Mega Drive Collection, kann man immer wieder mal aufnehmen. Genau. Halb Stündchen. Und Rülpser muss auch mit drin sein, so ist es halt. Ach, ein schöner Mond. Ja. Wie gesagt, das ist eigentlich ein super Spiel und ich weiß natürlich daheim auch weiter zocke. Weil es gehört ein Raven King. Ja, du kannst ja auch mal ausgeliehen. Der hat uns investiert. Von dem her, wir wollen ja eigentlich auch was bieten, wo ein bisschen mehr Action dann ist und wenn wir dann halt jetzt die ganze Zeit rumrätseln und diese Parts spielen und uns manchmal ein bisschen blöd draufstellen. Da haben wir uns auch gefragt, haben wir überhaupt noch Spaß daran? Anhand der Viewzahl sehe ich nein. Ja. Ihr Wichser. Deswegen, wir orientieren uns ja an die Leute. Und wenn wir merken, irgendwas bringt was nicht, dann müssen wir es auch nicht unnötig in die Länge ziehen. So. Wir spielen jetzt ca. 10 Minuten. Vielleicht kann es auch eine Viertelstunde machen, weil ich finde es eigentlich gerade ganz cool. Ja, ist cool. Und Es spielt übrigens der Raven King. Oh Gott, der Raven King spielt. ja. Oder nicht ganz so positiv. So. Und du wirst effektiv breit. Ah ja. Klappe schon. Ich denke mal, wir müssen da durch. Ganz cool, eigentlich.
jetzt mal ein bisschen ausgeweitet, was man hier mit dem Desmond machen muss. Ich frage mich ja eh, was dann nach dem Connor-Zyklus dann kommt, ob sie dann noch weitermachen oder ob sowas Futuristisches kommt oder... Mich würde interessieren, ob wieder so Lückenfüller-Parts kommen, so wie Renovations und Brotherhood. Ja, ich könnte mir das eigentlich gut vorstellen, dass es noch ausdehnen. Bis sie die Cash-Cow noch melken. Ja, genau. Man will ja Geld verdienen. Wobei man sagen muss, die Spiele waren qualitativ top. Also ist Ubisoft. Ich bin von Ubisoft generell positiv überrascht. Was Ja. die Leute produzieren, ist schon nice. Also ich Das bin ein stimmt. Ubisoft-Fan, muss man schon sagen. Ich glaube, ja. Du musst dich nicht verstecken dafür. Jetzt Moment. mal Amo-Spiele könnten wir Enslaved. Kennen wir zwar beide schon, aber es ist auf jeden Fall interessant. Das stimmt. Es ist relativ Du musst kurz. rechts. Ja. Ja, da ist so ein Balken in der Luft. Siehst du den? Links. Hoch. da. Ach Gott, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Zum Glück sind wir zu zweit. Prince of Persia ist ja auch von Ubisoft, oder? Oh, da habe ich die HD-Collection auf der Playstation. Das ist schon mal. Ist ja ähnlich vom Spielprinzip her. Wenn ich jetzt nicht bei The Two Thrones einen Bug hatte, hätte ich nach fertig gespielt. Two Thrones war der letzte, ne? Ah, da war es Two Thrones, hat's Käse, gell? Ja, und davor Warriors Within und davor Sense of Sense of Time. Time. das berechnet hat. Sean, Dann kam ja als viertes das normale Prince of Persia. Dieses auf Comic gemachte. Ja, wo du nicht sterben kannst. Du bist eine Helferin und wenn du irgendwo abstürzt, zieht die dich wieder auf. Ah, Ich glaube, links sieht gut. Links oder rechts? Rechts sind. Oder da unten die Balken. ich würde mal schätzen. Ja, auf jeden Fall, was wir uns so. Glück hatte. Was wir uns so ein bisschen überlegt hatten. Back to the Future, auf jeden Fall. Fahrenheit, da haben wir mal Umfrage gemacht und haben schon mal einen Part aufgenommen, aber wir wollten es nochmal von vorne starten, weil wir ewig nicht zum zweiten Part gekommen sind. Ah, sicher, das war falsch. Oh, Ja, Leute, ich glaube, das langt jetzt auch. wir sind erst bei 6 Minuten. Ach, bei 6 Minuten. Hehe. Hey. Ja, auf jeden Fall, Back to the Future haben wir geplant. Äh, Ähnlich wie The Walking Dead, auch von derselben Entwickler. klappt schon, keine Angst. Aber ohne storyrelevante Ein bisschen Angst wäre schon an. Entscheidungen, die treffen kannst. Sean, Schon! Ein Witz. Moment, ich glaube, ich muss Eva nach vorne stürzen. Probier's. Ich probier's einfach. Nee, das Nee. war auch falsch. Ja, und Fahrenheit ist ja Heavy Rain 1 quasi. Ja. gleich hast du's, Desmond. Da oben auf dem Und das hat dem Raven King sehr gut gefallen, für den Sprung. Solltest? denke ich. Ja. Und was. Ah, ich muss auf den Kran, wir müssen doch noch links. Also ist schon noch einiges geplant. Ja. Sean, Wir haben halt 8 gesehen, wir haben 2 neue Likes auf Facebook! Facebook.com/Nageria. Ich poste immer unter die YouTube-Videos. Ein paar neue Abonnenten wären auch nicht schlecht. Ihr Wichser. Ja, ich weiß nicht, ihr könnt uns ja auch mal schreiben. Vielleicht reden wir auch ein bisschen zu sehr Dialekt. Wenn ihr mehr Hochdeutsch wollt, dann Halt die Schlappgosch, komm besser up. könnt ihr das auch zum Ausdruck bringen. Und wir scheißen drauf. Ja. Wir wollen ja auch allgemein verträglich sein. Aber nur für ein paar Leute! Nur für ein paar. Nicht jeder. triffst du's nicht, verfehlst du das Gebäude. Ich muss einen Schirm öffnen. Jeder, der übrigens Schlittenfahren gesehen hat, das werde ich im nächsten Versus auch nochmal erwähnen, ich bin wirklich durch Scheiße gerutscht. Ja. Also Couch Critics Schlittenfahren, ich bin wirklich durch Scheiße gerutscht. Was willst du denn jetzt machen? Ah, Moment. Ich muss da einen Fallschirm öffnen und ich weiß gerade nicht, wie ich den öffne. Spring einfach runter und dann wird es dir angezeigt wahrscheinlich. Denkst du? Ja, spring einfach. Jetzt den Schirm auf! Ah ja, okay. Wie der Desmond Ja, zum Evil Motherfucker wurde jetzt. Der Renton ist durch Scheiße. Also, Leute, wenn er... Ja, ich bin durch Er Scheiße ist gerutscht. gerutscht. Wenn ihr das sehen wollen, Für euch rutsche ich durch die Scheiße. das war ein Wald. Und der muss den Scheißhaufen treffen. 30 cm früher und ich hätte mehr Klicks, weil ich mit dem Gesicht in der Scheiße gelandet wäre. Scheiß mal. Scheiße, Mama. Übrigens, wir trinken auch manchmal Bier, wenn wir da spielen. Ich habe da Störtebecker Bernsteinweizen. Ich habe Bischof, das heißt. Ich hoffe, das macht Welcher eigentlich Held? nichts aus. Das ist mein schlechter Einfluss auf den Renton. Ja, ja. Rache tun wir auch manchmal, aber
Wer ist schon perfekt außer mir? Und Außer mir und dem Raven King. Ja, und, das ist- und Raven King und mir. Und so, und die Mama und So, Papa. du bist also dessen. Ich hatte etwas anderes erwartet. Aber ich schätze... Eva, habe ich doch Bock weiter zu spielen. Wer bist du? Frag deinen Vater. Also wie gesagt, das Spiel ist cool. Wir hören an der Stelle dann auf. Pass auf. Wir bedanken uns fürs Zusehen und ihr schaut noch die Cutscene und dann sind wir weg. Nichts davon gesagt, dass ich dir nicht wehtun darf. Also ich zähle jetzt bis... Bin immer noch da. Ja, was? Du auch. Mach die Augen zu, dann bin ich Noch ein Achievement Code. Kannst du auf Pause drücken? Alle, ne, es geht nicht. Oh, mach mal so. Machen wir so. Aller Hopp, Leute, vielen Dank und wir sehen uns in anderen Spielen. Mamos. Tschüss. Ciao.